Dat stimmt dat mat. Das ist wichtig, dass wir ein grenzüberschreitend polizeilich erbisch zusammen erbisch tun. Es hat sich auch in letzter Zeit erwiesen, dass das nützlich sein kann. Aber ich meine, wir müssen uns auch vorstellen, wenn ein polizeilich zusammen erbisch, also etwas ganz Echtes. Und wir müssen dafür eine Reihe Fragen an den Raum stellen. Ich will da heute 3 stellen. Den ersten, vielleicht mit denen ganz wichtigen, aber nach mancher komplizierte Sachen anzufangen, als die von der Responsabilität zivil von den Beamten, die engagiert sind. Wir haben schon ein Problem hier am Land, dass Polizisten, wenn sie dann an einer Aktion engagiert sind und etwas geschieht, nicht automatisch Assistance judiciaire kriegen. Wir sind dafür, dass das soll sein. Gibt das natürlich, der Staat kann einen Rekurs holen, wenn das sich ja neu herausstellt, dass da ein Schuldspruch ist oder wie auch immer. Aber im Prinzip sollten Polizisten oder andere Leute, die andererseits gehen an ähnlichen Situationen automatisch Assistance judiciaire können haben. Und das muss natürlich auch dann am Ausland sein. Weil ich meine, das ist schon schwierig, einen Ersatz hier am Land zu haben. Das ist auch juristisch mehr kompliziert, wenn der letzte Polizist am Ausland engagiert gehen und gegen dort bis 4 kommen, durch den Usage des Armen oder wie auch immer. Dafür ist es schon mänglisch gut, darüber hinzuweisen. Und ein zweites Problem ist die von den Kosten. Wir haben gestern, ich meine, Madame Locher hat dann hierarchiert gestern gesagt, dass die Suen, die mal ausgehen, für ausländische Appuien zu kriegen, dass die nicht gingen zur Verfügung stehen für andere Zwecke oder ich meine, so etwas an dem Genre. Wenn ich nicht richtig zitiere, Madame Locher, dann geht das mal nicht mehr, aber sinngemäß habe ich so eine Erinnerung. Und dann ist natürlich froh, was kostet das dann zum Beispiel? Wie ist das finanziell geregelt? Das steht noch nicht an dem Rapport, den wir haben. Was hat zum Beispiel den Ersatz von der letzten Woche gekostet? Was kriegen wir fakturiert von der Belge für den Ersatz? Und das dritte ist eigentlich das kompliziertste. Und dafür muss man aufpassen, wenn wir auch so einen Ersatz haben, das sind die Regeln d'Engagement und auch den Usage des Armes. Das ist ein ganz kompliziertes Sache. Und wir haben heute das praktische Beispiel vom letzten Weekend gehört. Wir haben uns auch direkt Fragen gestellt. Wir haben uns auch gewundert, dass keine andere Partei Fragen abgeworfen hat, die aber auch rechtsstaatlich wichtig sind. Zum Beispiel als ein Wasserwerfer eine Waffe. Was ist das eine Waffe? Wenn es eine Waffe ist, weil ich denke a priori, ja, weil kann ja verletzt gehen, wenn er durch ein Wasserwerfer mir hat, ja, der fällt auch schon, Gott sei Dank, nicht hier am Land. Aber wenn er als gilt hier am Land als Waffe, wenn eine Waffe ist, mussten dann nicht doch Sommationen gemerkt gehen, ihr angesagt gehen, ihr sie angesagt geht. Wie sind Regeln, kann sie just am Kern einer legitimen Défense eine Verteidigung von anderen Polizisten angesagt gehen oder eben auch an einer Situation, haben wir überhaupt eine legale Basis hier am Land für den Ersatz von einem Wasserwerfer. Das ist ein froh Hummerang. Also eine Waffe, also keine Waffe, was ist die legale Disposition, die hier applikabel ist. Die zweite Sache ist, das ist ja auch wichtig, für die Rechtssicherheit von den Leuten. Stell dir vor, die Verletzte, wir haben Stuttgart 21, wo dort die Demonstrationen wären oder bei anderen Plätzen, die noch mal Leute verloren, weil sie durch den Wasserstrahl verletzt wurden. Aber wer ist dann die Responsabilität engagiert? Das heißt, haben wir eine legale Basis für den Ersatz dafür. Das zweite ist von den Polizei hin. Ich weiß noch nicht, ob die Polizei hin, die da an der Diskussion wären, ob der Belgische oder Lützeburger wären, das weiß ich nicht. Aber die Platz, wo das geschieht, ist, das war eben nicht an dem Perimeter, den delimitiert war, aber das war innen Kreuzung Avenue de la Porte-Neuve, Boulevard Prince Henri, das war an der Gegend, also nicht am Perimeter. Schon mal die Filme angeguckt, die Frau mit ihren Kindern, das war ein Passantin, das war am Ende dann kein Demonstrantin, ich kann mich natürlich irren, aber so wird ausgesagt, für das eine Passantin, die mit ihren Kindern da war. Und da stellen sich auch die Fragen mit den hin. Und das ist eben ein ganz kritische Sache. Wir hatten hier am Land, hatten wir für ein paar Wochen oder die Fall auf der Gare, wo ein Hund von einer privaten Sicherheitsfirma gegen den Mensch, wenn ich mich richtig erinnere, einfach eine Person engagiert wurde, die einfach aggressiv verhalten hat. Und das war eine große Diskussion hier am Land. Dafür ist es schon wichtig, dass wir auch den Ersatz von der Polizei hin bei Demonstrationen oder bei Maintien de l'Ordre gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht von der Teil Lützeburgischen oder Belgien, aber ein Hund kann eine Waffe sein. Und auch da muss man dann die Frage stellen, wie sind die Regeln bei Polizeieinsatz als der Teil gedeckt, außerhalb vom Perimeter oder sind nicht gedeckt. Und das wäre einfach wichtig, froh, wenn wir das Teil dann diskutieren, weil im Eis geht es um Rechtssicherheit, auch am Interesse von den Polizisten, auch von den Bürgern allgemein, die mit so einer Situation konfrontiert sind. Also
vom Prinzip hier haben wir als RDR absolut kein Problem mit dieser Idee von der polizeilicher Zusammenarbeit über Grenze wäscht, ganz am Gegenteil, das ist sicher sinnvoll, es hilft uns, die öffentliche Sicherheit zu verstärken, aber wir müssen uns einfach die Problematiken auch bewusst sein und die offen diskutieren, und wie gesagt, die drei, die ich halt ausschwätzen, Responsabilität zivil, Kächteverdelung bei segem Ersatz an den Usage des Arm, wo man eben zwei konkrete Beispiele hatten, wie as Situation beim Wasserwerfer, wie as Situation bei einem Polizeihund rechtlich geregelt. Ist so nicht mehr. Doch schon im Radio und im Fernsehen war da. Ich weiß, die ganze Zeit gegen als Polizei an als Beamten und dat gemäht für die Leute zu schützen, die Weekend. Und nicht wie der so durchstellt, dass die Beamten irgendetwas gegen falsch waren die ganze Zeit. Ich fand das eine Sauerei. Herr Präsident, Herr Präsident. Den Herr Karteiser ich brauche mir erstens zum Herr Görge nicht zu sagen oder so zu lassen. Ich ging mich gegen Polizei, ich war selber 11 Jahre an Uniform am denkst du das Land, als Herr Görge nicht nach 11 Jahren nur zu wählen. Mit der Punkt ist, ja, ihr fällt das vielleicht nicht wichtig, mir scheint für wichtig. Der zweite ist, wenn ihr wirklich für den Maintien vom öffentlichen Ordnung ist, und das sind wir, also der, und das sind ich persönlich absolut auch, da muss ich gucken, dass das an einem Rechtsstaat an Konditionen auflebt, den erstens all Bürger Sicherheit gibt, dass sie demokratisch Rechte respektiert sind, und zweitens, dass der Ersatz von der Polizei rechtsstaatlich aufgesichert ist. Das ist für die Polizei extrem wichtig. Das ist für uns alle gut wichtig, dass wir da klare Regeln haben, wie das soll auflaufen. Und das am Interesse von der Klarheit, wo ich nur der Manifestation und noch heute die Fragen stellen. Die sagt man der Polizei, und das ist keine Polizei, und mit dem von der Sicherheitsfirma auf der Gare. Und ich habe als Beispiel ungefähr, wie sensibel die Dossiers sind, wenn ein Hund verletzt wird. Das tue ich also in dem Sinn exemplativ ungefährt. Und dann, ja, das ist eine andere Diskussion. Das mir sicher erlaubt, ein Beispiel zu nennen, wie allergisch und wie sensibel verschiedene Leute reagieren, wenn eine Person eventuell durch einen Hund verletzt wird. Und das kann natürlich auch beim Polizeieinsatz sein, und dafür wird froh, wie eben das geregelt ist. Und ich meine, Herr Görgen, ich verstehe, dass ihr heute wollt probieren, da die schlecht durchzustellen, dass das politisch Geschäft ist. Das war dir schon selber. Also, du Faschisten haben nie auf Faschisten zu sehen. Das wird als Geschichte gewesen. wenn danach 5 Minuten schwächt, man der noch selber. Das ist eher politisch Geschäft. Das ist eher politisch Geschäft. Ich muss euch sagen, ich will nur nicht die 27 oder 32 Jahre Konkurrenz haben mit dem Herr Moser oder dem Herr Giberia umgehen. Ich meine 13 Jahre oder so an dieser Chambre. Ich muss euch sagen, ich habe noch nie mehr einen opportunistischen Verein gesehen wie er politische Partei.